Ich gehe wir dann begrüßen für als Gemengerotssitzung haut vom 10. Juni. Wir fangen an der Séance publique. Am ersten Punkt haben wir 2 Punkte, die den Budget betreffen. Der nächste Punkt davon ist die Kreation von einem neuen Artikel budgetär, wo ein Reset dabei könnt. Das ist ein Punkt, den am Punkt 10 von dem Ordre du Jour zurückkommt. Als Reglement Tax, das ist ein Reset ordinär, wo es darum geht, dass wenn ein Schlüssel verliert, dass ihn dann am kleinen Redevance muss bezahlen, für die Schlüssel dann auch nächst können neu zu kaufen. Und dafür haben wir ein echt Reset ordinär von 2000 €, die gibt dabei kommen. Gehen dazu frohen. Da gebe ich das Reset ordinär, die Modifikation zum Wortstelle, wenn das mal auch verstanden. Das ist unanim. Merci dafür. Der zweite Punkt ist ein Kredit supplémentaire. Das ist ein neues Reset am Budget. Da geht es um das Projekt Orta Gerd. Die wisst, dass diese PAP, das Gemeinde die Infrastrukturkosten vierstreckt. Und die Kosten, die gehen am Kader von der Exekution von denen Infrastrukturen gehen sie den einzelnen Proprietären aufgerechnet. Gemenge ist du proprietär von ungefähr 25% von den Terrain, sodass Gemenge auch ein Teil von den Infrastrukturkosten muss drohen. Bislo als ein echt Avance von den Proprietären am Kader von dem Akt Notarié beim Notar mit dekontiert gehen. Und hier geht es darum, für ein zusätzliches Avance von den Infrastrukturkosten von all den Proprietären an höchst von 30% zu freuen. Und hier werden wir als Gemeinde ein Reset kreieren, das genau ausgerechnet gehen von 513.000 €. Voilà. Aber wenn dann da bestimmt ganz aufgeschlossen gehen, da werden wir da einen globalen Dekont machen, das heißt, dass dann nicht die letzten Faktor, die Leute am Kader von den Infrastrukturkosten kriegen, hier ist nach 30%, so wie es übrigens auch an dem Cahier des Charges von dem PAP 4 war, wie es auch eben da dran steht. Voilà. Geht dazu freuen. Da gebe ich auch diesen Kredit supplémentaire zum Wortstellen, wenn du mir da verstanden. Das ist auch unanim. Merci dafür. Dann haben wir beim zweiten Punkt vom Ordre du Jour eine kleine Aufänderung von Reglement intern über den Parking. Da ist es so, dass wir eine Disposition dran hatten, wo man hätte könnten eine Strophe die Leute freuen, wenn sie sich nicht um Dispositionen von dem Reglement halen, das kriegt man aber von dem Interieur zurück, dass man das sich nicht dürfen machen, und dafür haben wir das Reglement angepasst an den Artikel rausgeholt. Das ist nicht mehr Männer. Wir hatten das schon gehabt, wo man von über alle Leute die Taxen, die da stehen, das heißt, wie viel ich muss bezahlen, geschwärzt hatten, wir kriegen nicht vom Interieur zurückgeschickt, und dafür haben wir das noch gehabt, neu Ordre du Jour. Ich bin dazu froh zu diesem Reglement intern, den das Parking betrifft, Carol. Eigentlich nur kein Vorbild zu gehen, weil rausgeworfen ist an den Ländern von relativ viel Aufregung einfach par rapport zum Parking. Die eben so die Autofahren mit Steuern zu den Sommerfronten sind da neue Schritte besser. Ich weiß, ich selber persönlich einfach von einer der Dinge abgegangen als die zweite. Wir haben mehr hin als getestet vor. Und da tun wir schon 2-3 Mal her, weil einfach ein vierfleischter Punkt zu machen am Kader, weil man die Parking im Schweizer, die nicht da neu steht. Ja, also die Reklamationen, die mir kriegen, die waren hauptsächlich rund um Braderie, wie effektiv mehr Leute auch an Irrstanach waren. Ich muss aber so von aus der Perspektive von dem Schafferrot, wo mir da noch auch mal diese Leute den Point gemacht, was nicht gegangen ist oder was vielleicht, und das war an unserer Analyse oft das Problem, dass wir ein System haben, wo die Leute nicht direkt dazu wegkommen sind. Es war oft Schwierigkeiten an der Utilisation. Das heißt, dass vielleicht auch nicht super gut indikiert, ob den Maschinen mit dem Ballfall lo
seitdem dann unter pur Ajustementer gemacht von eigentlich seitdem Braderies Weekend du kein weiter Reklamationen mitkrit, sodass mir eigentlich lo davon ausgehen, dass das System lo aber E-Commerce wird wahrscheinlich ein bisschen auch eine Zeit gebracht, bis sie sich auch dann dran gewinnt. Es sind auch ein paar Kleinigkeiten, die unabestimmt fertiggestaltet gehen dürfen. Sie noch immer nach an dem Gebäude oder mit Photovoltaik, also nicht ganz fertig, sind da noch immer so paar Chantiers-Installationen. 4 muss noch zugemacht gehen. Das sind Sachen, die mir eigentlich bedauern, dass das nicht am Delay fertig gehen ist. Das ist aber nicht, was den Betrieb von dem Parking erschränkt. Das heißt, wir sind eigentlich froh, dass wir nicht mehr hören und hoffen, dass der Parking auch dann auch voll kann genutzt werden und dass die Leute auch dahin kommen, weil das war leider ein bisschen aufschreckend am Anfang, dass die Leute nicht mehr unbedingt wollten dahin kommen. Ich meine, dass man die kleinen Schwierigkeiten, die dann der Anfangsphase gelöst haben und dass da eigentlich jeder ganz normal sollte können herausfahren. Das war I have such symptoms and least enough come with the gang, also dat den Heikel gegen was ich springen kom. Das ist etwas, was ich persönlich einmal hören habe, an wo a priori mit dem Betreiber von dem Lift auch geschwärzt gehen ist. Wo ich auch nicht mehr hören habe, dass du nach ein Problem gewesen ja, ben. Also die Servicetechnik hat gesagt, dass am Anfang alle die technischen Probleme gelöst sind. Das heißt, wenn du ihn irgendwie dir nicht sollt abkriegen, dann ist es, weil er falsch gescannt hat oder nicht richtig gescannt hat. Das war am Anfang das, was die Servicetechnik uns gesagt hat. Dann und der Person leid, die sich dann nicht richtig anlegt, für das dann proper zu machen. Weil man selber geschieht waren schon wirklich alles probiert dann war ich vielleicht schuld du sind eine Stunde Touristen kommen gewesen und war wirklich mich spät overs und dann haben sie dann telefoniert und dann 10 Minuten haben dann der ganze Straße den also dafür hat Ranking gefragt vom Betreiber ob ihn du dann noch spät overs in und Ströp kriegt weil du keine Abgabe gehabt hat. Weiß ist der sind holländisch geschert. Nee, schon hin und die 2 Tiere gewiesen an du du gange mit die hun die du nicht kannt verstehst du der Teil war die dir hannen hin also das auch nicht für K draus zu machen war einfach ein Kehr weil man bis nicht mehr darüber geschwart hatte ob du ein Kehr ja nicht mir Problem an der Utilisation den Obkommen ist das ob den Ticketmaschinen do Knäpchen Drbers wo a priori wann den op de Knäpsche gedrückt huet wie ein Telefon geschaltet wird. Und das Problem ist, dass die Lin nicht verbunden war am Anfang. Und wir hatten eine andere Telefonsnummer dabei, also als Servicetechnik hat am Anfang eine Telefonsnummer dabei geschrieben, dass die Telefonsnummer war, den in dem Moment sollen rufen. Mit sind aber ganz viele Leute, die dadurch, dass von den auf den Knöpfchen gedrückt wird, aber ein Ton kommt, wie wenn es geht, rufen, darauf gewartet und dass ihn auf der anderen Seite geht, drauf gehen. Und da das etwas, was zur Konfusion natürlich konnte führen, aber was auch in diesem Fall zur Konfusion gefordert wird, es hat keiner die Telefonsnummer angerufen, mit hat wieder auf die Knöpfchen gedrückt. Und dem Knöpfchen war nach K verbunden, etwas, was auch leider dem Moment noch nicht so fertig gestaltet war, wie du sich sollt sehen. Ja, voilà. Ja, genau. Da das auch Reisefeedback gewesen, dass es hart war, aber das kein abgehoben wird. Aber das vielleicht nicht machen auf der Hand studieren, das bestimmte Ponymerk an der kann nur jetzt ausschließen, ob bei der Escape kann. Doch. Gucken noch auf jeden Fall einen kleinen Iva-Dach zu machen, für Handscannen, dass den du am Rhein steht von den du. Ich meine, die Jungs, das wird nicht viel benutzt. Also die du rausscannen, sind die genau Locations in dort haben, das bei der Rana für Ja. Okay, vielleicht noch eine kleine Indikation, wo wir beim Parkhaus sind. Parkplätze vis-à-vis von dem Parkhaus, die waren eigentlich just gedurcht, solange wie das Parkhaus noch nicht ob ist. Und die sind wenn da noch eine kleine Indikation. Parkplätze vis-à-vis von dem Parkhaus, die waren gedurcht, solange wie das Parkhaus noch nicht ob ist. Und dafür sind die Parkplätze auch am Anfang übermalt gehen, sodass die Parkplätze auch nicht mehr disponibel sind. Das heißt, vis-à-vis, genau, Landstraße, da waren Parkplätze, die waren so teilweise Trottoir, teilweise an der Straße, und die sind supprimiert gehen, die haben als Leute einfach, also die Weißfarbe, als Innovation gehen, eben mit schwarzem, du hast nicht noch schwarze Belag,
mir dat als Indikation, weil dat lo geändert ging ist, das war so aufgemacht, dass von Parkhaus bis op ist, dass die Parkplätze nicht fortkommen. Ja. Okay. Wenn sonst keine Frage gehen zu diesem Reglement intern, gebe ich das zum Wortstell, wen hast du mir da auch verstanden? Das ist auch unanim. Merci. Dann kommen wir zum dritten Punkt vom Ordre du Jour. Das ist eine Modifikation von unserem Reglement de Police. Auch den hat man wie der vierste Punkt schon Ordre du Jour. Und da kriegt man noch eine ganz kleine Remarque zurückgeschickt von dem Ministère de l'Intérieur. Nämlich steht das an dem Artikel 5, den wir gestimmt hatten, auf enger Platz, sowohl E an U stehen, an dass man da nicht mehr können, entweder die zwei oder eine Alternative und der Text kann nicht mehr E oder U sein. Das war ihnen bei der ersten Lektüre nicht aufgefallen, aber bei der zweiten Lektüre ist es ihnen dann aufgefallen. Und dafür kriegt man das nachher zurück. Und als Propos, als LOD für am Artikel 5 zu schreiben, il est défendu de charger et de décharger des marchandises sans autorisation du bourgmestre ou en dehors des horaires définis par le conseil communal. Voilà, das ist eine Präzision. Und dazu kann ich weiter vorgehen, gebe ich auch diesen Punkt zur Aufstimmung bringen, wen hast du mit der verstanden? Das ist auch unanim. Voilà, da kämen wir zum vierten Punkt vom Ordre du Jour. Das ist, wie ihr am Dossier gesehen habt, ein Morcellement an der Rue Johann Bertels. Das ist an der Industriezone, wo Terra neu abgedeelt gehen. Ich meine, wir hatten am letzten Gemengerot am April auch schon ein Kehr so ein Morcellement, wo es einfach um eine klare Abteilung geht zwischen den verschiedenen Parzellen. Voilà. Ich kann dort so frohen. Da gebe ich dieses Morcellement zum Wort stellen. Wen hast du mal da verstanden? Das ist unanim, dann mit einem Mann. Punkt 5 vom Ordre du Jour ist die Approbation von 7 neuen Urban Gardening Kontrakten. Das ist klassisch, da sind wir an der Kontinuität. Wenn du keine Fragen dazu gehen, dann gebe ich dir zum Wort stellen, wenn es mit diesen 7 Kontrakten auch verstanden. Das ist auch unanim. Ja. Schon kein Froh zu den Kontrakten, aber vielleicht ein Froh, ob man noch eine Warteliste tun. Von Leute, die sich gemeldet haben, also wie viele Leute ungefähr da sind, weiß ich nicht. Weil das können die Menschen gut tun. Vielleicht ein Kehr, dass wir das für uns 2 Jahre ein Kehr die Idee, dass wir vielleicht das ein bisschen mehr groß machen, und ich würde fragen, ob da eine Überlegung geht oder nicht. Das ist ein gut Propos. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Warteliste sind, aber bestimmt paar drauf. Gucken wir darüber, mit dem Fester zusammen. Voilà. Wir hatten doch schon das Wort gemacht. Ja, perfekt. Gut, da kämen wir schon auf den 6. Punkt vom Ordre du Jour. Das ist die Approbation von den ersten 3 Aktnotarien von den bei Amphitheotik an den Ort der Gerd. Da sind wir am Gangen. Heute hat die zweite Gruppe von Aktnotarien auch unterschrieben, sodass du nach E-Gruppe könnt, an dass man am Anfang allgemein direkt Aktnotarien, die unterschrieben gehen, auch an den nächsten Gemengerot noch können mitholen. Und dann haben wir die Akten unterschrieben, dass sie bei Amphitheotiken, wo die Leute sich dann engagieren, innerhalb von einem Jahr eine Demande d'Autorisation heranzugehen. Das heißt, wir werden dann innerhalb von dem nächsten Jahr auch neue Baugenehmigungen gefragt gehen, wer gut ist, wer das ist, wer da war. In letzter Zeit nicht so viel Ordre du Jour war auch für mich als Bäumeister. Es kommen im Neujahr an der Zeiten etwas, wo wir froh sind, dass junge Familien oder junge Zelibatären können zuerst noch bleiben an den Haus bauen. Das sind eben die ersten 3 Aktnotarien, die wir für Prozedur aufzuschließen, hier am Gemengerot müssen unholen. Ich bin dort so froh. Da gebe ich die 3 Aktnotarien von dabei Amphitheotik zum Wort stellen, wen hast du da verstanden? Das ist auch unanim. Ja.
froh generell. Ich war gefragt gehen für die Leute, die über dabei Amphiothek dann die Möglichkeit kriegen, für ein Haus zu bauen, kriegen die 4 Jahre, wie das Haus soll gebaut gehen. Es kommt darauf raus, dass manchmal hauptsächlich ein Bauherr wollte eine Einliegerwohnung, wenn ich das richtig verstanden habe, machen oder sogar etwas, wo sie können schaffen, dass das Kind dann noch am Haus hin an die Gruppe das refusiert. Ist das richtig oder wie geht das gehandhabt? Gibt es da Kriterien? Ich kann mich nicht erinnern, dass man da ein Kehr gesehen, dass es da verschiedene Richtlinien gibt. Ja, gëlle du sech die normal Kriterien engerseits vun ausem PRG, vun ausem Bautereglement, an dann natürlich auch den Cahier des Charges vun dem PRG. Das awer ganz klar so, dass die Vergabhai so gemacht gin ass mat engem ganz günstige Loyer bei Amphitheotik fir eng Redevance annuell ze bezuele fir een Terrain, an dass dat wirklich gedurcht ass an der Volontéit vun der Politik, dass Leute solle wohnen an das sech net gedurcht, dass Leute do können daraus eng Platz machen, wo so verdenkt gehen. Dafür ist es nicht gedurcht, und ich meine, dass das auch nicht die Idee war, die han diesem Projekt stehen, für zu gucken, dass man Familien Möglichkeit gehen, für an Häuser zu wohnen. Dafür ist das effektiv so, dass für uns ganz klar ist, dass das sollten Häuser sind, für zu wohnen, und dass das keine Häuser sollte sein, wo parallel noch keine Aktivität professionell gemacht gehen. Dafür ist es nicht gedurcht. Das ganz klar gedurcht für eine Habitation principal können do abzubauen und mit seiner Familie dort zu wohnen. Ich ganz d'accord, ich wollte just nachfragen, ob das dann noch klar war, in dem Moment, wo die Leute natürlich sich engagiert und dann dort zu bauen. Das war auch noch eine andere Frage. Gibt es doch da ein Viergabegrab von einem Volumen vom Haus. Das heißt, dass wenn ein zum Beispiel will mit klein bauen oder nicht, ob 2 Stück bauen, voilà, sind da auch Viergaben, als das alles durchdiskutiert mit den Leuten, die dann noch da bauen. Also die Leute, die müssen eigentlich alle gut zusammen mit einem Architektenprojekt auch der Gemeinde erreichen. Und die Viergaben, die da gelten, sind eigentlich dieselben wie bei allen guten anderen Leuten, die eine Baugenehmigung ergehen. Das heißt, dass sie sich müssen und Kriterien halten, die von unserem Baureglement an dem PRG vorgeschrieben sind. Und das ist sich bei den heutigen Projekten nicht anders wie bei den anderen. Das heißt, die Regeln sind dieselben wie für alle anderen, die ein Haus baut, an denen sich schon eben ein Baureglement halten muss. Ja, das ist ein Cahier des Charges. Das ist ein Cahier des Charges auch am Kader vom PRP. Ja. Der hat mich durch an. Okay, dann den Als Sekretär Kapital hat aufgepasst und hat schon abgeschrieben, dass wir alles gestimmt tun. Also. Okay, dann den 7. Punkt vom Ordre du Jour. Das sind als die Approbation von Avenants zu unseren Contrat de Bail, die wir an der Rue des Merciers haben. Zu unseren Logement abordable. Da ist es so, dass eigentlich von Jahr zu Jahr en fonction von der Situation financière von den Leuten der Loyer angepasst wird. Und dadurch haben wir Avenants gemacht, die dann am Anfang ihrer Situation financière von diesem Moment dann Rechnung drohen. Voilà. Gehen jetzt Fragen zu diesen Bayern, dann geben wir das zu diesen Avenants von der Contrat de Bail. Da gibt man das auch zur Aufstimmung bringen. Wen hast du mal da verstanden? Das ist auch unanim. Dann haben wir den 8. Punkt vom Ordre du Jour. Das ist eine Annulation von einem Avenant zwischen der Trifolion ASBL und der Stadt Echternach. Das wissen nur die Leute, die an dem Trifolion dran sind, wissen am Anfang schon, dass es da zu einem Berechnungsfehler kommt, was den Montant von der Subvention angeht, den die Stadt Echternach dem Trifolion bezahlt.
an de Berechnungsfehler den as awer zurückgegangen op den Exerzice 2023 an mir wollten evalu do net den Budget 2023 vum Trifolion nach en Keier affektéieren an do wenn der Hummer am Fong lo gesot, dass man die Berechnungsfehler die gemerk gin ass lo op die next Joer dann berechnen an do an dat kompenéieren. Dat Techt fir net dat kompliceéiert ze machen. Allerdings hatte mir ha en Avenant gestimmt. Ich gucke ein no. Wir hatten den Avenant, und ich mich richtig erinnern, am Dezember 23 gestimmt. Und den muss man annullieren, weil den an der Zahl nicht richtig war. Wir mengen aber auch, dass man kein Avenant brauchen zu stimmen, kein neuen Avenant brauchen zu stimmen, weil wir eine Indexupassung machen, die auch an der Konvention vorgesehen ist, sodass wir hier eine Annulation machen, weil der Montant, den wir hier am Avenant festgehalten nur falsch war. Voilà. Von der du noch jeden weitere Erklärungen will. Ja. Ich bin froh, dass ich die Suen, die heißen die 685.000 Euro, das also dann die Basis auch für das nächste Jahr. Das wenn die Indextranche könnt, da geht das just adaptiert. Aber der Leid ist dann etwas, was dann erstehen gemessen ist. Das heißt, wenn die Bilan präsentiert wird, dann das ist ein Überschuss da, der wird das nicht aufgestellt. Die Suche bleiben telkalt. Das ist einfach eine Konvention, die wir aufschließen, unabhängig vom Bilan. Weil er einen guten Überschuss wäre, von so viel Prozent, dann hat das nichts an sich mit der Konvention zu tun. Da geht das automatisch für uns. Konvention zwischen der Stadt Irstenach an dem Trifolion ist nicht und den Bilan von dem Trifolion gebunden. Das ist richtig. Die Konvention ist natürlich verhandelbar. Ich kann euch ein Beispiel geben. Der Kulturminister hat mit dem Budget 2024 seine Kontribution par rapport zum Trifolion, aber auch zu den anderen Kulturhäusern abgesagt. Die Kontribution vom Kulturminister ist aber nicht so hoch wie die von der Stadt Irstenach. Und das ist etwas, wo wir als Stadt Irstenach nach einmal wollten, eine Charge auch gehen par rapport an Stadt Irstenach mit Trifolion zu summen. Bei dem Kulturminister für zu gucken, dass man da ein Alignement kriegen, dass am Anfang die Staatssubvention eigentlich an eine ähnliche Richtung geht wie die Gemengesubvention. Und das schon an dem, das ist auch so, dass wir an unserem Kontrakt als Stadt Irstenach eine Indexupassung vorgesehen haben, da das selbst zum Beispiel nicht vom Kulturminister vorgesehen ist. Das heißt, sie haben dann erstens auf höhere Mesure adaptiert. Das ist aber so, dass de Montant den Stadt Irstenach für den Trifolion subventioniert, dass den zu einem gewissen Moment für uns 2-3 Jahre einkehr angepasst wird. Das ist am Anfang eine Verhandlungsbasis, also zwischen Irstenach und dem Trifolion. Hier ist es hauptsächlich die Berechnung von der Adaptation par rapport zum Index gegangen, und da war ein Fehler geschieht. Und das nicht gedurcht, dass irgendwie etwas soll beikommen oder aufgeholt gehen, das einfach gedurcht, dass es richtig gerechnet soll gehen, und das eigentlich an de Faveur von den so von der Stadt Irstenach gerechnet gehen, der Tisch Subsid als heute heisch gerechnet gehen, wie das Subsid in ein real sollt ausbezahlt gehen, so dass man do an den nächsten 2 Jahren haben wir das aufgemacht, dass das also 24 auf 25 als das kompensiert wird, für das man nicht auf demselben Niveau sie wie das was konventionell vorgesehen ist. Ja, okay, merci, ich habe doch verstanden. Froh war just, ob das jährliche Bilan angepasst ging. Das heißt, war wirklich Überschuss ging, dass dann eventuell mal Mann wäre. Und ich weiß auch, dass für 3 Jahre du hat vom Ministerium sollten sie Kulturhäuser alle ein bisschen erheben. Das heißt, dass das so geschieht. Ja. Okay, das ist schon mal gut sein. Okay, gut. Kulturhäuser sind alle gut und effektiv gehecht gehen. De Bilan von dem Trifolion als etwas, was wir zu allen Momenten reinken können und mit an den Gemengerot bringen, weil der einfach etwas ist, was der Gemengerot auch mit interessiert. Voilà, das ist kein Geheimnis. Okay, wir sind nach froh zu der Annulation von diesem Avenant. Da gebe ich diesen zum Wort stellen. Wen hast du mal da verstanden? Das ist auch unangenehm. Dann haben wir den Punkt vom Ordre du Jour der Proportion von der Konvention Tripartite von unserem
SEA, das heißt von der Maison Relais, das klassisch all Joas mit der Kannerstoff an Maison Relais, wo man Konvention machen, wo den Deal Finanzement vom Staat ist, den Deal Finanzement von der Gemeinde und den Deal Finanzement von dem SEA. Voilà. Gehen jetzt zu dieser Konvention frohen, dass es sich eine Konvention, die immer rumkommt. War kein Frohen dort zu sehen, da gebe ich das zum Wort stellen, wen hast du mal da verstanden? Das ist auch unanim. Merci. Dann haben wir den 10. Punkt vom Ordre du Jour. Reglement Tax, das sind 2 Subpunkten. Den ersten ist, wie ich am allerersten Punkt über das Budget schon gesagt habe, Kreation von einer Tax, was verlieren von einem Schlüssel angeht. Da proposieren wir par rapport dann zur Reset, die wir geschafft haben, 50 € festzulegen. Das heißt, wenn den Schlüssel verliert, muss ich 50 € bezahlen. Dafür muss man ein Taxreglement schaffen, wo man die 50 € auch können als Reset auch unholen. Voilà. Da gebe ich das zum Wort bringen, wen ist du mal da verstanden? Das ist unanim. Und dann haben wir noch einen zweiten Punkt, ein Reglement Tax. Da geht es Plätzen Kirfest. Da ist es so, dass da eigentlich nicht alle keine Figur mit vorgesehen war an diesem Reglement Tax. Nämlich, dass nicht vorgesehen war, dass von 3 oder mehr Plätzen da sind, wie viel da sind dann pro zusätzlich Platz auf dem Kirfest bezahlen muss. Und da will man das präzisieren, an dem es klar ist, dass es für einen Platz 200 € kostet und für all zusätzlich Platz dann einfach weiter auch 200 €. Voilà. Das ist eine Präzision, die befiehlt nicht am Reglement Tastung. Wenn dazu kein Froh hast, da gebe ich auch das zum Wort bringen. Wen hast du mal da verstanden? Das ist auch unanim. Den 11. Punkt vom Ordre du Jour ist die Vente von einer Kamionette, für das man voilà, die Suchen durch können ansehen, muss man da doch validieren. Da ist ein Kamionette oder ein Auto. Den Kabinett, merci, für 3.500 € verkauft gehen. Das ist am Anfang ein Reprise gemacht gehen von der Firma, wo wir den Auto einfach zurückgehen wollen. Dafür, voilà, 3.500 € muss man aufsehen in die Wand. Ich bin froh dazu. Dann gibt man das aufstimmen, wenn hast du mal da verstanden. Das ist auch unanim. Und dann haben wir noch 12. Punkt vom Ordre du Jour, ein Subsid ordinär, ein Don von 100 €, die wir an Special Olympics gehen. Wir haben wieder gemerkt an der Gemeinderatssitzung eigentlich regelmäßig so kleine Don, die zurückkommen. Wir haben da so einen kleinen Moog für effektiv verschiedene Assoziationen, Institutionen zu fördern, und wir probieren da eigentlich Egalität zu machen mit einem kleinen Don, dafür habe ich auch 100 € für Special Olympics. Sie haben da auch verstanden. Das ist auch unanim. Voilà, da kommen wir schon auf den Punkt 13. Informationen. Okay. Eine Information, die ich mal dir stellen wollte, ist, dass wir Komitee de Prävention hatten von unserer Region. Das sind am Anfang alle guten die Gemengen, die von unserem Polizeikommissariat aufhängen. Und das an dem Kader am Anfang immer Bilan gezogen von der Kriminalität auch an unserer Region, an unserer Stadt. Und da war ein Punkt, den ich wollte signalieren, nämlich den, dass auch immer nächste Monde kommen, ob ihr nicht den Transitverkehr mehr könnt kontrollieren. Und das war etwas, was die Polizei letztes Jahr
verstärkt kontrolliert huet. Police mischt immer am Anfang auch op dem Mond vun de Gemengen spezifisch Kontrollen oder verschiedenen Kampagnen an den Transitverkehr als Apps wat an dem Kader auch geguckt gin ass an das aber so, dass beim Transitverkehr lo par rapport zu de Lächten sie gesot an den op 20 Joer guckt wirklich een extreme Rückgang aus vun Straftaten, die festgestellt gehen, auch Kontrollen, die gemerkt gehen, da stellen sie ganz wenig Kamionen fest, die eben den Transitverkehr nicht respektieren, sodass es so ist, dass ganz viele Kamionen, die an jeder Nacht zirkulieren, Kamionen sind, die entweder korrekt am Transit sind oder die Kamionen sind, die an eine Industriezone rauffahren. Das ist immer nicht etwas, was den am Verkehr, wo ihn auch oft manchmal als Lokalpolitiker drauf ugeschwert wird, wo es aber der Police nur so aus, sie machen ungefähr an der Regel, das heißt, ohne dass so ein Kampagne ist, machen sie ungefähr einmal den Monat eine Transitkontrolle. Und wenn eben die Kampagne ist, wie dann letztes Jahr, da gehen die Kontrolle nach mehr Kontrolle gemacht. Und da sind nicht schrecklich viel Avertissement Taxen ausgesprochen gehen, dass ein festgehalten eine Diminution importante d'infraction par Kontrolle par rapport à 2019. Da sind wir von 54 Kontrollen, wo insgesamt just 12 Avertissement Taxen zurückbehalten goufen. Voilà, 54 Kontrollen plus nach 2 größer Kontrollen von dem Service National. Das heißt, das ist schon etwas, wo man so das viel Mann 2019, da waren just 31 Kontrollen und da waren 47 Avertissement Taxen noch dabei. Sodass die Polizei wir machen die Kontrolle weiter, mit das aber etwas, was aber dann wichtig ist, auch zu indikieren, wenn darüber angeschwärzt geht, a priori sind aber da am Transit Männer Probleme, wie das nach 4 paar Jahren der Fall war. Voilà. Ben? De Freude war Klimapakt Dach, die gesitten durchstoen Misilo bei 52,5% ukom, da das net schlecht, mit si immer nach lang net en ukom, das normal sput nowen. Wie gesagt, ich mein, wir sind froh, dass wir die dort Zertifikation haben. Voilà, das dazu. Vielleicht ein kurzes Wort zu mir nachher See, zum Badegewässer. Da ist es so, dass der Matkrut, dass den Stehstuhl hat müssen neu gemerkt, das Holz neu gemerkt, und du musst den Ponton noch mal zusätzlichen Schwammkörper verstärkt gehen. Die Firma hat gesagt, sie hätten alles fertig, dass sie könnte raufkommen, für das zu flicken. Wir werden Hände ringen, drauf, dass sie endlich kommen. Je noch da ein bisschen verträgt. Ich hoffe, dass wir das für den nächste Woche oder nächste 2 Wochen nicht kriegen. Ich kann nicht leider kein genaues Datum so, aber wie gesagt, sie sollen alles präpariert und muss just noch installiert gehen. Ich wäre froh, wenn das so schnell wie möglich geht, über Bühnen gehen, bis so weit wird dann noch nicht gut mehr schmengen. Das dauert nämlich so lang, dann kommen erst Leute und da sollen noch Leute nicht können mich nachher See schwammen. Ich hatte eine andere Sache, ich hatte denke kurz angeteasert, das betrifft den Gemengepakt. Das ist so, dass die am Anfang besteht für den Gemengepakt. Ja, das ist der Gemengepakt oder der Pakt vom Zusammenleben, nicht weil 2 nehmen. Und da die Idee bestehen am Anfang für das, iwwer den Naturpark laufen zu lassen, weil der Naturpark verschiedene Pilieren hat. Aber wir werden aktiv auf Gemengen durchgehen, für ihnen dann das Ganze zu erklären, weil bis los ist nach die einzige Gemeinde, die den Pakt unterschrieben hat. Dann hoffen, dass wir aber da ein bisschen Lernen dran kriegen. Das hat einen Avantage, dass wir dann da könnten Leute ausstellen, die das da gerieren, weil aber für Gemengen allein aber relativ viel Arbeit ist. Ja, den Band den hat man ein bisschen den Wand aus der Seele, weil wir haben nur just gerade die Mail gekriegt von der Familie, dass sie effektiv als dem Mond akzeptiert tun. Und dass dann statt erst nach den 19. Juni dabei wir wenn Zeremonie die Signatur von den Gemengepakt vom Interkulturellen zusammenleben, dass wir die Stadt mir akzeptiert gehen als Mom. Schön.
Gut, geht nicht. Ja, just eng zu frohen Ben Duslo vom Klimapakt geschwader vom Klimateam. Da sind wir natürlich froh, dass man die Zertifikation haben. Ich wollte du noch an frohen, da kannst du da 4 Stellen schon packen. Du weißt auch, was könnt. Nee, mit du hast ja davon noch angefangen. Das heißt, naja, man, ich freue dich dann wie soll ich sagen, weil ein Rückfroh, das ist der Klimapakt da, du weißt, du hast ab schiefgegangen, das ist das Klimateam, war mal nicht da invitiert gehen, das ist die Kommunikation, wenn nicht rauskommt, was relativ unglücklich ist, voilà, weil du wäre bestimmt Leute gerne mitgegangen gewesen und dann der zweite eben auch vom Klimateam, ich hatte schon ein paar Mal gefragt, wenn ich mal es gesehen. Du hast es selber gesagt, dass wirklich noch viel Arbeit, voilà, wenn ich mal da kommen, für ein bisschen mehr konsequent und schaffen, wie man es bislang einmal gesehen hat. Das war echt eine Infoversammlung, wo die Leute Bild vorgestellt haben, voilà, dass wir da kommen, wenn ich das dann soll richtig geschehen, dass wir dann eine Zertifikation können aussteuern, die nach mir heilig ist. Gut, die Invitation, ja, man lädt das nicht und Member vom Klimateam gang. Ich meine aber, dass die Leute aus dem Gemeinderat aber invitiert waren, für da hinzugehen. Da müssen aber dann ein Kehr gucken. Schon noch mit dem Büro da geschwärzt. Wir gucken für demnächst eine Versammlung zu machen und dann gucken, dass man weiter schafft. Das aber noch nicht, dass nichts geschieht. Wir haben die Solarbahn für die Handien abzuladen, die wird demnächst installiert. Also da bestimmt die weiter und wir treiben das führen. Merci. Dann just Carol nach froh oder echt eine Information. De Moje war ja Coupe und das nicht über das Radio gegangen gewesen und soweit ich gesehen habe, als ich dann herausgefunden, sie stungen noch kein Panoen. Und ob Nofro auch bei den Enseignants, voilà, wer das auch nicht gewirrscht, als das war das so schief gegangen, als das anders organisiert gewesen wie sonst. Weil du müssen aber aufpassen, also ich meine, das ist alles gut gegangen, dass nichts geschieht, aber das sind aber wichtige Sachen, just vielleicht die Info und den Schafferrot, dass da Rummers war. Was ist das? Also, ich habe just gesehen, dass die Police auch Schilder abgestellt hat, wo Police stung, und ich habe gemerkt, das wäre am Kader von der Coupe Scolaire gewesen. Aber ich kann nur effektiv nicht auf die Frage beantworten, ob du mit diesen Leuten zusammen eine Indikation gemacht hast. Ich weiß das nicht, du willst das muss ich nur fragen. Wenn du vergisst, Schilder abzustellen, dann holen wir das dabei ins Kap. Das ist aber manchmal nicht, was irgendein basisartig gemacht hat. Das Beste, also das wäre. Ja. Auch die Mähnen hat dem Schulpersonal manchmal. Ja. Das ist, dass da, das ist schön, ich war selber auch dahin, da sind ich nicht drauf angeschaut gehen. Ja. Das ist das nicht wusste, weil sonst hat man noch ein paar Schilder organisiert. Ich war nämlich da, wie die Klasse gegangen ist. Ja. Voilà. Ich weiß aber auch nicht, also schon gemerkt, dass die Police da etwas abgerichtet hat. Mehr weiß ich aber nicht. Ich kann das aber gerne noch freuen. Ja. Information. Gut. Ich glaube, wenn man das Lust hat, dann geht man nicht weiter. Gut. Machst du es auch Schild gesehen? Mal das fast? Nee, ja, der Zahl bist wahrscheinlich. Okay. Gut. Dann vielleicht noch aus Lastinformation, die hat gesehen, dass bei der aller Jugendherberge den Parking ausgebaut wird, da das Chantier den aber während 6 Wochen durch den Parking encombriert. Ich meine, das ist eine Zeit, die wir aushalten werden, weil du den Parking dann ein bisschen vergrößert. Und das ist eben nur das Zeit, wo dann die Chantier durch den Parking zu ist. Das ist als Indikation. Gut, da gehe ich mal rüber bei den Frauen.
an du an der Reihenfolge spenglisch CSV die echt die Frauen hatten der Tisch als echt froh zu dem Park. Ja, war am betreffende Park Gemeinderatssitzung vom April geweis mat gedeelt, dass das Kulturministerium informiert hat, dass Blumen gesät wären an dat ze sollen a priori ab dem Mond Mai sollen zum Vierschein kommen. Ich war gestern der Langgangen, der den schwa zum Vierschein kommen als das Unkraut. Wir wollte mir vor wat du Erklärungen wat du schiefklar was. Dann treffen Belichtung Lute sie net an der Reichen den Minister an eng einfach eng parlamentarisch froh dats eng Etyd iwwer eng Belichtung an der Mark wie an der subal Autorisaun do eng provisorisch Belichtung kommen. Ich mein, der domi gené hiweis Winni die wie lang die Tyd dauert, da Winni die provisorisch Belichtung könnt. Dann huet noch gesot, wat man ja wissen, dass seit Ufang vom Joer dienbar eben zu großen Deler fir Nantia vum Park responsabel ass. Ich denke vier immer Dirsch nach Gemeinsstrom gekümmert. Gemengen habe immer eng super Arbeit gemacht, immer top ausgesehen zum am Vierster an schmengen dat kann ich im Moment net so. Und ich denke voilà, wäre ein besser gewe man Tan von Dirsch nach Gemeng kommen Nantia vom Park. Zu lang dat net der Fall missen op schi Fall regmäßig Schnurhacken, dats erwer regmäßig Unterschen do gemacht gin schmengen. Wenn man enke de Summer ke Blumen der Stuwer bis sie traumisch. Vielleicht 3 Punkten effektiv. Erstens Blumen, zweitens Luchten, drittens auch nach Beam, der sonere Sicherheitsfaktor, den ich einfach wollt mat uschwätzen. Wat Blumen ugin, wir hatten am Fonglo sowohl nur im März hat man am April nach eng Reunion an noch nach am Mai eng Reunion mat dem Kulturminister für eine andere wie wat den Park zu schwätzen. Du hast effektiv nach enke gesot gehen mir konnten noch Foto gewiesen von den Blumen die ugesenkt goufen. Et gouf a priori auch schon am Hirsch 23 eng en Ulaf geholl für Blumen unzusehnen an dat as Demos nicht gehen an das bislo auch nicht gehen. Das zu bedauern mir sind als Stadtstand auch nicht Frau dass dat nicht klappt mir hun noch an den Reunionen wie man hatte gefrot ob wann dann das nicht klappt ob nicht dann aber kind bei Wego und für einfach Blumen zu setzen so wie man dat gemacht und mir hun auch Führung am Vierfeld von der Reunion die man hatten enke auch als Equipe Espace vert gefrot wé eng Blumen dat waren die mir sos gesagt hun an hun am gelöscht und den Kulturminister gehen von denen Blumen die mir gesagt hun dat waren die man deelweis gesehen hun mir deelweis auch selber gesagt hun zum Beispiel 4 und Austrissen immer Tulpen gehen immer Tulpe gesagt der ganz erster nach an dat kann durchaus auch am Park gemacht gehen dat war als demand Suggestion an voilà das so dass die lastjoren Situation zwischen da stand ich dann noch an dem Kulturministerium relativ verfuhr war. Ich meine, das wisst Ricardo auch nach aus seiner Zeit an dem Schäferrot. Da so an der Diskussion mit der Responsablen vom Kulturministerium, ob Propos vom Kulturminister so festgehalten gehen, dass den Kulturminister sich ganz den Entretien bekümmert, für das alle guten die Reibereien, die jetzt vier goufen, net wir sollen opkommen. Ich muss auch so in die Reunion die mal fürlächt am Juni hatten die du schaffen wir drohen für Eisnäs besser zu verstohlen dafür auch vielleicht verschiedene Malentenduen die jetzt freier gouf 100 Eis zu losen mirkruten nur der Reunion Propose par rapport zum Zwivi vom Park wo mir dann lo als Gemeng darüber reagieren der Tisch mir ging gefrot für Mat zu schaffen in anderen bei den Blumen. Zweite Punkt bei Informationstabloen, die am Funk den Inpavel oprichten für zu erklären, was sie am Park an verschiedenen Etappen wollen machen. Ich meine, das positiv für uns, mit das am Moment nicht viel gesehen, dass wir als Gemeindedonis das ganz überholen. Wir gehen sowieso nicht autorisiert für die ganzen Entretien zu überholen, weil du schon, dass der Park ein historischer Park ist, dass die Tüte gesagt hat, dass in den Park ganz spezifisch soll behandeln, werden wir auch nicht Autorisation kriegen, für uns selber um den Park zu kümmern. Und wir haben die Demand oder die Offer, die der Kulturminister uns gemacht hat, auch angeholt und haben gesagt,
mit dann kümmert dir ich auch ganz im de Park zu Kondition, da tun man an der letzte Reunion nach Enke gesot, dass es wann et Periode gehen wie lo, wo es aber viel geregnet wird, wo dann im Sonn schenkt, dass dann den Entretien einfach mehr oft gemerkt wird, weil das geht nicht, dass ganz Jahr lang ein Kontrakt gibt, wo eine Firma x-mal den Mond interveniert. Das geht nicht durch. Die Natur die funktioniert nicht nur Kontrakt an nur Stunden. Da muss einfach eine Stunde geguckt gehen. Wir haben eine Suggestion gemacht, die als auch eigentlich pertinent geklungen hat, dass ein anderen kleinen Park an dem Orangeriesgard, wo eure Gärtner vom Lycée schafft, das zwar die bei Bâtiment Public angestaltet ist, das aber trotzdem der Staat. Und wir haben einfach mal dem Inpass suggeriert, dass sie vielleicht auch gegen Rückspruch holen mit den Gärtner, die angestellt sind und die an der Orangerie schaffen, ob es nicht vielleicht eine Evaluierung wäre, dass ein Gärtner von dem engen Administration vom Staat vielleicht auch den anderen Gart, den auf 100 Meter, 150 Meter davon erfordert ist, auch mal heinz da guckt, für das man einfach da ein Modus vivendi findet, für das da kann auch permanent, regelmäßig nur dem Park geguckt gehen. Bon, was Blumen angeht, haben wir auch da als Suggestionen gemacht, aber wir werden das auch weitermachen. Der zweite Punkt ist die Belichtung. Da ist es effektiv so, dass eine Etude gemacht wird, für eine Definitivsolution zu finden. Eine provisorische Solution ist von dem INPA evaluiert gehen. Das sind eine Art Girlanden, die sie wollen abhängen. Und für die Luchten hat den Kulturminister eine Demande herangereicht. Ich muss meine Noten gucken. Das Kulturminister hat bei dem Environnementsminister, weil muss alles über das Environnement autorisiert gehen, weil die Girlanden an Beam gehangen gehen. Demande hat das Kulturminister den 21. Februar 2024 ergeben. Also Vierter als iwwer ANF sein Avis gefrot gin, huet diesen Avis den 16. April ragin. Seit dem 16. April leiit Demande d'Autorisation beim Umweltminister, den bis haut nach keine Autorisation gin huet, fir Girlanden opzehängen, dufir fleiche klengen Appell auch dann enker beim Umweltminister zu frohen, wie dann ass mat der Autorisation, weil wir werden darüber, das auch nicht gut von der da war. Ja, mittlerweile 4 Monate Leihe bleibt. Voilà, was da bestimmt und de BEM geht, das war etwas, was uns als Gemeinde auch wichtig war, was wir direkt am September letztes Jahr auch angeschwärzt haben, dass eine Etude gemacht gehen von der Sicherheit von der BEM, die nicht mehr geschnitten wurden seit dem Heichwasser, darüber hat mir assistiert. Und da hat effektiv, und das an Eisen an leider ein bisschen spät geschieht, da ist auch eine Autorisationsdemand rangereicht gehen von dem INPA, und zwar am November, der 15. November 2023, auch um den Environnement für die BEM zu schneiden. Und da ist vom Environnement auch leider recht eine Decision kommt, der 26. Februar 2024. Der T-Stadt hat 4 Monate gedauert, bis das dort Autorisation da war, für die BEM können zu schneiden. Und ab dem 1. März ist es legal nicht mehr erlaubt, für BEM zu schneiden, sodass da kein BEM geschnitten werden. Und wir haben aber bei den Demanten, bei den Entrevuen, die wir hatten, haben wir den INPA gefragt und suggeriert, ob ihn da nicht aber vielleicht sollte eine Derogation fragen bei dem Environnement, für die BEM aber können zu schneiden, weil es aber eine Sache von Sicherheit ist, wenn man größer Unwiederen haben, wo dann auch noch Wand ist, dann ist aber Risiko bei BEM, die nicht mehr sicher sind. Und dafür haben wir dem INPA suggeriert, die Demande bei dem Environnement zu machen und eine Derogation zu kreieren, für die BEM aber können zu schneiden. Und da ist am Moment a priori nach kein Antwort da. Wir haben das kurz mal da im 4. Rückspruch geholt und gesagt, da wäre die Demande rankommen und haben uns avisieren, für zu gucken, ob die den Schnitt oder den Sicherheitsschnitt von der BEM aber kennt an der Periode gemerkt gehen, wo das im Prinzip
nicht erlaubt das. Wir bleiben aber da an drin, wie gesagt, am Moment mit dem Kulturminister ein Austausch, der korrekt ist, wo ich ganz, ganz froh drüber bin, wo ich hoffe, dass einfach die Sachen alle gut besser funktionieren. Es gibt auch auf der Basis von den Diskussionen, die wir haben, eine neue Konvention aufgestellt, für das alle Guten die Sachen festgehalten sind. Da ist es wichtig, dass es nicht darum geht, wen der fährt nicht. Das heißt, für uns wichtig, dass gesagt wird, okay, der Toten, der möchte gemengt, der Toten, der möchte den Minister oder den INPA, und für das wir die Diskussionen, die wir die letzten Jahre hatten, seit dem Heichwasser, dass wir die nicht mehr haben und dass wir nicht mehr so regelmäßig alles müssen, vice versa opregen, dass Sachen nicht funktionieren. Voilà. Zweite Frage, über Orta Gerd. Genau. Immer mehr Autoen, Kamionetten und Campingkarre parken an der Rue der Leopold Durand, das heißt Quartier Orta Gerd. Die Straße geht auch am Fongol als Aufkürzung genutzt. Und da sind als Frauen am Fongol könnten als Agent Municipalen ihre Präsenz am Fongol mehr weisen oder könnte Chef Roth an ihren Entrevuen mit der Polizei darauf hinweisen, dass die Rue Leopold Durand eine Anwohnersstraße ist, für das mehr kontrolliert wird. Ja, merci auch für das Frage. Wir haben den 10. November 2023 schon mal effektiv eine Reglementation gestimmt an den Orta Gerd. Und wenn ihr euch erinnern könnt, hat man da auch noch über die Rue de la Chapelle geschwärzt, wo man dem Moment den Poto, den da war, fortgeholt haben. Die hat gemerkt, dass die Situation ist revidiert gouf, genau aus der dote Perspektive raus. Das heißt, da ist nicht eine Barriere, ein Poller oder ein Stehen, den am Anfang möchte, dass sie nicht mehr durch Rue de la Chapelle kann aufkürzen, weil das nämlich dem Moment der Schleichweh war, den favorisiert gouf, an dem wir eben nicht mehr wollten haben. Lo ist es dann einfach noch immer so, und das ist effektive Konstat, den wir auch gemacht haben und den wir auch schon mit der Polizei angeschwärzt haben, dass aufgekürzt wird durch Orta Gerd. Das ist natürlich nicht gut und noch stationiert wird. Wir haben im Moment noch immer eine Zirkulation interdit an den Orta Gerd, außer an der Rue Matthias Hartz. Da ist keine Zirkulation interdit. Aber es ist aber auch so, dass wir festgehalten hatten am Gemeinderat, dass der Orta Gerd auch als Zone residentiell reglementiert gehen. Das ist am Anfang eine Umsetzung von dem Reglement, was wir da am November geholt hatten. Und das ist etwas, was an den Prioritäten noch nicht umgesetzt wird. Das ist etwas, was wir denken, über die Sommer aber hinkriegen, dass wir da auch so ein residentiell draus können machen. Und dann ist da eine klare Reglementation auch an der Zone residentiell, wen wo der parken, sodass da noch mehr klar vielleicht ist. Mir das richtig. Und wir können durchaus auch als Peschert auch dahin schicken, für mal auch zu kontrollieren, dass du nicht stationiert geht, wenn du nicht stationiert gehen. Okay, ein dritte Frage zum Campus Gerd. Mondial Virtual geht im Moment hier aufgehabt. Du wolltest mal verfrohen, was den aktuellen Stand von der neuen Sportzahl mit der Schwemm, die auf den Platz gebaut gehen, wo den Projekt an tun ist, und ob die Gespräche, du hast ja gesagt, du probieren, die Ministerinnen und Ministerien bei ihnen zu regeln, und du gemeinsam Lösungen zu finden, ob die Diskussionen dann aufgeschlossen sind, und was dann du diskutiert gehen hast. Und eben, wo wir am ganzen Ausbau vom Campus Gerd am generellen drin sind. Ja, vielleicht denke kurz rückblickend, letztes Jahr 2023 am März waren Avis negativ kommen von dem Kulturminister par rapport zu dem demolischen Projekt von der Sportsaal mit Schwemm, die geplant war. Den Avis negativ war hauptsächlich geholt gehen, weil Gebäude von der Sportsaal dem Kulturminister zu hoch war. Voilà. Darauf sind haben wir Kontakt abgeholt mit dem Kulturminister, für zu wissen, in welche Richtung da sie kann gehen. Parallel aber auch mit dem Interieur geschafft, weil einerseits gerade wir am Anfang vom Interieur gesagt, dass wir so bauen müssen, dass wir heißwasserkonform sind, und von dem Kulturminister haben wir gesagt geht, weil wir adjacent sind zu einem protegierten Sitz, zu einem protegierten Gebäude, der Orangerie, darf man nicht zu hoch bauen, sodass wir am Anfang zwei Kontranten hatten.
die eng vun Öwen an die aner eben vun ënnen. No engerei Entrevuen, die man hatten sowohl mat als Büro d'études, dann ist mat dem Kulturminister, aber auch op technischer Ebene als Leiit ze summe mat dem Architekt vun dem vom Kulturminister, das INPA, ja. Hummer eng nei demande d'accord de Prinzip raggeschickt mat engem neue Gabarit, wat am Fongloké fertigsche Projekt ass mit das echt eng also mir hunn schon immens viel suen an e fertigsche Projekt investiert an den APS an als Approchwell net fir schon ein APS zu hunn an dann du mat dat hinnner zu go, weil der immens Kächte gewichtcht wären Techt mir sinn am Fong mat enger Art Etude de Faisabilité lo nach ein Katement gemacht bei dem beim Kulturminister fir den neuen Akkor de Prinzip zu kreen. De Brief den Hummer geschickt den 22. März 2024 am hun direkt och de Sportsminister an och den Edukationsminister mat an Kopie gesat, fir dat sie och Erkenntnis sinn vun dem ganzen. Mir hunn den 25. April 24 een Akkor de Prinzip vum Kulturminister krit, mat engem Gabarit den effektiv minidrech ass wie de Projekt den Fidroen geplant war, mir och mat engem Programm an dem Gabarit, de mi klang ass wie de Programm de Fidro firgesi war, weil den ganz einfach de Programm den et Fidroen am RPS gouf net mi kann umsetzen, wann den net mi kann so heich bauen. Voilà. Wir hatten kurz no dem Akkor de Prinzip auch eng Entrevue op dem Innenminister eigentlich fir iwwer Heichwasser Eden ze schwätzen, mit der huezech du gut agin, dass man dem Moment auch nach enkeer de Projekt vun der Sportzahl Schwemm an auch Extension Schoul ugeschwart hunn an dun am Fong mam Innenminister aufgemacht hun, dass sowohl parallel mam Sport geif geschwert gehen, wie auch parallel geif mat der Education geschwert gehen, für das man am Fong bisssen op dem selbste Wissensniveau de Projekt weiter wieieren. Mi hun lot nächst woch Rendevous mat als Büro d'études für die ganz Planung war quasi nach op der Basis vun dem Etude de Faisabilité nach enke vu fir unzufänken. Wir muss nach enkeer an eng Phase APS goen, dat techt mir fenken am Fong net ganz myne Gabarit, mir fenke ball vu 4 enke un. Und dann muss man gucken, dass man so sehr wie méigch do weiterkommen. Das aber effektive so eng froh, die der opgeworfen hut mat dem neue Gabarit si immer minidrech, mit de Projekt selber auch mé bret an der Envergure, so dass an dem dort den Kader effektiv hier gesinn ass fir Vitrichoul aufzurappen. Gin Präzisioune so immer weiter sinn mé sinn du komme lo eng neii Planungsfest, du gëtt der moment oder net soviel nachzusoen. Genau, das am Fong das Rahmenprogramm, den de Sportsdeel effektiv bis manner groß mcht, dass manner Platz mir kre net alles Randwert 4 Runde Banne war. Mir bei der Schwemm war da ist wichtig weiterhin drauf zu assistieren, sowohl ein 25 Meter Becken zu hun wie auch Leerschwimmbecken, war doch besatzt man iwwer soch mathenopisch Gemenge schon ugeschwert hun, die sos och zuerst noch Materium Schulschwammen bei Eis an der Schwemm waren, erwert man Wa man lo an Planungsphase gehen auch nach ein mat den Kollegen aus den opisch Gemenge werden nur schwätzen. Ja, voilà. Gut. Dann frohen sind Eis kommen. Okay. Dann frohen von der DP. Oui. Mir hun eng vor zum geringe hab heieren Natur die Lachtzeit unregelmäßig Öffnungszeite sinn an dat Chinese mi verkkeft wie sie noch der geschwar gi dat si net immer ganz proper ass an du wollt mal frohen wie bekümmert Properhalle vom Sid weiter seinen Kontakt festgeschrieben mat Öffnungszeiten a wie he de loyer aniwwer wie eng Laufzeit lief den Kontrakt vom loyer
Net fir alles bei mir das ja das responsable de Chef Spaß beiseit Min eng Konventionun mam geringe Shop déi lief op 3 Jahr déi hummer 2023 verlängert wo am Fong drasteet dat so de Terra dann exploitéiere kann wo der Gedränksverkäfen ohne Alkohol mat Alkohol kann Snacks an Glassen verkäfen. Dat steht am Fong an der Konvention dran wetten der verkäfen. Sinn am größte ganze sinn ich froh, dat man überhaupt von tun fir dat to ze machen. Dat huet ugefang für rund 6 Joren, wo de Woli nach Hannen aus dat ganz exploitéiert huet. Du wollt nämlich du Hummer ausgeschrieben und du war ganz genau eng Person die sich gemeldet wird eng einzig an dat waren die vom geringe Shop für der Toten zu exportieren. Das ein Saisonsbetrieb die just über verschiedene Mengt lebt und dann funktioniert noch just wann gut wieder du hast der Tisch wann drehen an der schlecht wieder ist dass sie kein Leute der Tisch das für mich also schon schwer für den zu fanden den der Tote möchte bon, das natürlich Lot beide Gewässer aus dabei kommen das mir erbisch dabei kommen und heute mir hat eine Luftführung pro Wochen sitzen wo noch gesucht hat 7-8 Leute müssen erstellen für das ganz zu gerieren an der Kredit technisch gesehen kriegt nicht nämlich hin für dann so die Bürgerinnen an Madriden die exzellent waren sie noch traurig mengen alle immer ein bisschen traurig denen möchte mir kredit logistisch leider nämlich hin für jetzt machen mir ich erinnere nach gern drin mir hun ein ganz gute Restaurant mich nach wusste auch gut Christ Jugendherberg Christ dat heißt, wir sind am Fong aber noch relativ gut abgestellt wird Verköstigung von den Touristen geht den geringe Shop als am Fong responsabel schön Datei ich kann da den Plan weisen da das am Anfang den Terra wo der geringe Shop dafür responsabel ist der Tisch muss noch proper machen der Rest die anderen allen Touren du als Gemeinde dafür zuständig für den proper zu machen der Tisch hier muss sein Deal an Gemeinde muss den anderen Deal Loyer hun ich gesucht Montag nee Loyer bezielt das am Anfang ein bisschen wie so ein symbolische Loyer 150 € pro Monat bezielt en der opmachen zwischen dem 1. Mai bis den 3. Dezember alldach an der Woche also go vom 1. Oktober bis den 30. April wann weder Mat spielt kann theoretisch auch dann wie ganz opmachen wann Lust hört dat ganz von der ist bis 22 Uhr overs auch do immer froh 22 Uhr als du Schicht im Schacht an dat huet bisfall immer relativ gut funktioniert dat do net Halligalli bis enger an der nøcht war voilà. Ich wissen du beschlo schaffen Schul bald eng froh Genfahrt ja mir justieren dass seit Mai net genau wie nie die habt Perd vu der Breck net mé zugesperrt gëtt an dass dann overs giffen Leute an Dünner goen sie dann verschiedene Analyse wie Schirbeln Dreck an du wat mal von die Breck dann also die Per von der Breck net mit zugesperrt geht Mä am Fong die Valierung fir Toiletten se och iwwer mcht opzelossen. Dat war die Idee. Mir wat man wo vergis hat ze soen, dat das die Toilette op der Adventure Island, Wa man dé wollen Europlus muss man Bre opsto losen. Wa man lo wirklich gesinn, dat man du Vandalismus gemerk hin oder Schwingereiie gemerk gin, dann ass die Toilette so. Da ma man nie so wie war man um 10 Uhr so an dann huet dat ganze schnis erledigt froh so man net so noch direkt machen dann as het geklärt dann ass nie um 10 Uhr so an dann ja, ja. Traurig dann lächt verschiedenen
Incident ja geschieht Sicherheit also so Klappereien also wohin dann noch man singen Leute dann muss intervenieren ich kann mich erinnern dass mir auch von einer Sicherheitsfirma geschwert und die Heinz du gehst an Surveillance vom Site machen ich weiß nicht ob du weiter Überlegungen gehen für das Saison weil das wird dann natürlich einen Impact auf den ganzen Betrieb und da wird man froh hat eng Reunion mat der Poli an do hummer geguckt, dat déi am Ufang méi Präsenzweisen an die ginn och ze summen mat unserem neien Agent municipal op Platz an dann guck man fir doiwwer méi Präsenz ze weisen, Wa man gesinn, dat et soll zu Vifall kommen, könne man nachmmer eng extern Firma holen, die dat geriert méi Wertelo Poliwertelo muss secher méi Präsenzweisen. An schmengen dat wär doch schon relativ viel datcht Personal militäre liegt. Poli hat in anderem auch als bisse rapport gemacht iw Incident Mission war gesucht dat ze eigentlich wenig Feststellungen See hatten und dass du eigentlich trotz der Ouvertür vom Bade gewässert last lo kein gräser Incident waren also mal das immer mal zu kleine Probleme könnt muss kein Klapperei sehen wie sie hatte lo kein gräser Incident bei der Web besos war eigentlich ganz positiv gestimmt oder wird auch besos man dann akkordholen rapport zu so Evaluungen von Sicherheitsfirma oder nicht aber Kachtefaktor neben den öffentlichen Agenten die do sind voilà. Zum Badegewässer wissen wir auch da, wie viel Leute an der Hauptsaison so täglich hingehen. Hast du da irgendwie in Zöllen nummer net mir hunn just People Counter See sto, die nummer bei der Barriere sto beim größten Parking beim Nonnemillencenter steht fir mech net op der richtiger Platz. Mir just fich do eng Indikationun ze gin, do hummer die Tasche hat mal 600.000 Leute just op der enger Platz. Dat Techt kann hin awer davon ausgoen, dat da war gut iwwer 1 Million Leiit van so nach méi bei mir hunn 3-4 Entreen See rundëm trëppelen. An mé Kukelo fir vielleicht an de People Counter 4 bei Bre zu setzen do hin ich mein, do gifen am beste Stoen du christe Leute die rundëm trëppelen. dann nur nicht vielleicht für 6 Wochen Studenten hinsetzt wieder mal wirklich Idee zu kreieren dann noch ob das zu viel ist oder das stundenweise einfach zu viel Leute da sind oder wäre nicht schlecht für Studenten hinsetzen. Auf anderen Plätzen hast du da doch. Ein gute Idee fan bestimmt nach den oder den anderen Student den sich gemeldet, den man dann samst oder sonndes dahin auschecke. Du kein Hai dich? Nee, Spaß beiseite. Ich meine, wir sollen gucken, dass man da fiabel Zölle kriegen, für fiabel Zöllen zu kriegen, soll man so People Counter dahinter stellen. Da wissen wir zu allem Moment, wie viele Leute da sind. Den erkennt Richtung, erkennt wie größer, wie klein, wie dicker, wie lang sie sind. Du schön. Kann ich just kurz, wenn wir gerade darüber schwätzen, weil das für mich davon schon gut sehen. Ich fand auch, dass auch wo leicht wird Badegewässer abgegangen ist, da war alles relativ, also von der Vue von einem, den du trippelt oder so, oder auch ob Badewässer geht, gut aufgelegt, was auch mal am Knall. Ich fand generell kann ich so, da war manchmal positive Feedback zurück zu machen. Ludement mir den natürlich mit den Parkingen aktuell auch durch zum Teil groß Camperen, die dann sich auch zum Teil ob der Weh, ob den Fußgänger oder Willesfeder stellen ist. Das vielleicht gesagt, ihr müsst gucken, ob ihr dann etwas möchtet für die Camperin, ob in die Wälder um Parking alle guten Hunden oder wenn du vielleicht Dinge möchtest mit einer gewissen Heicht, weil ich weiß oft weißt du bei dem Parking direkt neben der Jugendherberge, die dann zum Teil aber 3-4 Parkplätze besetzen, aber das ist die Engfrau. Mit der Länder das einfach auch, was fester geht See. Und das ist am Anfang generell Engfrau. Ich meine, weil die Zeit, wo auch nach Chantier manchmal war, auf der Kirmesplatz dafür wird, dass halt fester, vor allem am Sommer, ob den Parking bei den See kommen sind die zurück alle auf Kirmesplatz oder gehen da weiter. Da gemacht, dass ich das froh war, weil ich meine, wenn in am Sommer der Parking durchsperrt, über ganze Weekend, das relativ schwierig ist für die ganze Seite. Just zu den Parking im Hun rund ich meine 800 Parkplätze rund um die ganze Seite.
Wir sind momentan an der Diskussion mit einem privaten Proprietär, für den sie wies noch zusätzlich können beizuschalten bei der Jugendherberge, weil man wirklich gesehen geht weekend mit 35 Klasse wieder 35 Grad, da können wir die Wies dann mit dabei oder wird sicher eine Entlastung wird bringen. Zu de Fester schwes dat den Ilegers ass du dann nummer nach Portugal an Fett. Ech menge Portugal an Fett, die hunn nach en Keo gefrot fir op der närmster Platz. Da muss man just gucken, dat mat bün den andere weh drinnen des Käier, weil dat war du hat ganz echt an Rappes davon. Weil an mir gucken och dat man op den schnenden Ecoparking, do werd mal lohn ein zusatz Toilette nach hinsetzen. Voilà. Dann ist da passt doch dann den do alles was ihr braucht. Ja, mir als DP noch festgestellt, dass immer mehr Busse mit Touristen an nächsten nach Stohe bleiben, was natürlich auch schwer ist, weil kein Busparkplätzen an sich stoßen. Dafür ist froh, war das so kurzfristig viel gesehen, wo C so aufhängt, gibt doch einen Plan für Zukunft. Merci. Ja, es gibt immer Busparkplätze. An erster Nacht gibt es hauptsächlich a Kak, und es gibt aber auch auf der aller Gare. Am Moment, sie kann da an der Übergangsphase und Busse sich eigentlich lernt sauer gestalt op der Straße verstehen man nicht danach ran an den Platz aus am Anfang Orlo fortgefallen, so dass nur sich eng neuen Platz muss definieren. Do also lo an dem Campus Gar muss man sowieso eng neue Evaluierung machen par rapport zu der Situation, wo den Kiss and Go war, wo eigentlich ugedurcht war, dass Busse nicht hannen, also dass sowohl de Minibusser zwar nach Hanne beifuhren bei der CDI für die Kanner rauszulassen, die a Mobilité reduit sind, mit das aber die Großbusser nicht mehr unbedingt 100 Schul fuhren, sodass die Großbusser Lunch Schul eigentlich Kanner rauslassen und dass dort usisch Plätze sind, wenn man das so aménagieren, wo in Zukunft über den Weekend zumindest auch Busser können do stehen bleiben, wenn es nicht mehr darum geht, für das Busser auch an der Gegend von dem Zentrum von Irsternach, weil das nämlich mein Stadt wat demand ass, wenn man de Buschauffeur so die muss op den Ecoparking Park goen, der das net ugeholget. Wir brauchen doch schon eng Solution, die an der Gegend ass vun dem Zentrum von Irsternach. Dafür ist effektiv die Idee, für zumindest für den Weekend do schon an dem dote Kader auch mat ze evaluieren, dass Busse auch do können op den Plätzen dann eben stationäre, wo dann an der Woche eben kann er mat dem Bus, wann sie den Schultransport holen, wo kann er da rausgelost gehen. Das ist eine Planung, die wir eigentlich neu machen, weil die Parkhäuser sind fertig, sodass wir eigentlich können die Situation neben der Schule, wo wir provisorisch die Kiss-and-Go-Parkplätze angezeichnet hatten, eigentlich weiterdenken können, und das sind wir gerade am Gange zu machen. Und ich denke, dass wir da auch die Evaluierung zu dem Busparking zumindest für ein Zeitchen durch können mit ranholen, weil effektiv das Setup war eigentlich immer eigentlich auch immer ugefuhr von Busser, und da so schon drin schwätzt, dass ein Busplatz do oder das kein do, wo dann die Dresagenzen dann noch wissen müssen, dass da noch nicht etwas installiert wird. Ja. Okay, merci. Du schwätzt so viel Wegeld. Wie wird dann da am College Haff dann den Dommer gegen Schwätzen, du kannst auch per Bussen, wenn du abfährst, du linke Hand oder so, du kannst 3-4 Bussen oder auch 5 kannst du passt nicht ab? Nein. Die groß. Minibus, ja, mit die ganz groß kommen die. Das lag. Ja, sicher, dass die, ja. Ja, an der Brett kannst du ran. So hat sie kein Busse fahren. Nein? Also der Bus von der Armee bei der Promesse Solennelle, die wollte dem Fulper drauf fahren. An den einen war durchkommen, an den anderen, der war nicht durchkommen. Nein, Nee, das, also
das geht effektiv von der Platz, einerseits von der Platz hier, nicht, und andererseits sind noch Überlegungen vom Lycée do für Parking auch generell aus dem Haf rauszuholen, den Lycée, für zu evitieren, dass ein Autosverkehr während dem Schulbetrieb aus der den global keiner Schul mehr, das eigentlich Auto und dort zirkulieren, wo auch Junker hin und her gehen von Klasse zu Klasse. Das soll evitiert gehen und dadurch auch die Lycée an Diskussionen mit Bâtiment public, also sie sind noch da in Eisro getröde für das meiste konzertieren, dass Busse dass die Autoen dann echt an den Lycée-Park gehen am Platz, dass sie an den Lycées-Haf, an den Natreishaf rauffahren. Voilà. Froh von die Gring? Ja, die echt froh als ein ganz kurz froh war eigentlich just ein viel zu wissen, wie wir Hand haben, wann Haustieren bei uns in der Gemeinde ugestoß gegeben oder von Landstroß, wie man das handhaben, war ein Kilo an der Zeitung, wo gesagt ist, dass das durch Gemengen durch ganz Land ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Und man wissen natürlich, dass die Haustiere meistens gechippt gehen. Und da war dem Moment abgeworfen gehen, wann das Gemeng oder das Gemengenerbeter Achse hun zu einem Lesgerät, da sind dann dem Moment den Proprietär ganz sehr natürlich ausfindig mich an den dann auch informiert. Das heißt, an dem Sinn, wie wir hier an der Gemeinde umgehen, ob die Gemengenerbeter sensibilisiert sind, für ein Kind nutzvoll. Schon am Fichter geschwert, schon gefragt, mir Lesgerät, nee, mir okay. Schon gefragt, wie handhaben man das? Dort gesagt, das ist am Anfang so, dass so 99% von Point Chaussee kennt. Die Tieren dann ansammeln gehen. Ich weiß aber auch nicht, ob die ein Lesgerät haben. Ich weiß, dass die Polizei ein Lesgerät hat. Das ist relativ unsichtlich, das ganz, wie man das handhaben. Ich kann da nicht so, wie man das gerieren. Oh. Wir können nur so ein Gerät kaufen. Also die Geräte sind nicht teuer, gell? Nee, ich weiß, dass sie nicht teuer sind. Das ist echt die Sensibilisierung von, voilà, wen in dem Moment angeschwert wird. Ich weiß, dass der Vierste fällt an seinen Aufgabenbereich von den Wildtieren sind, aber nicht bei den Haustieren. Also von seinem Aufgabenbereich. Aber das an allgemein ernst ist. Ne? Mit das eben just, ich meine, für ein Bierger, wenn es die ja nicht mehr heim könnt, ich selber noch schon denke, ob da mal Gemeinde angerufen, da weiß kein richtig Bescheid. Ja, voilà. Also ich weiß, dass Point Chaussee, die dann an den Container legen, ohne wahrscheinlich engem Bescheid zu sagen, wenn sie fanden. Ich weiß auch nicht, wie die da Gemeinde machen. Das kann ich ruhig machen. Ich meine, wenn die Gemeinde aber steht fanden, da können wir da checken. Ich meine, wenn eine Nummer oder so, eine Telefonsnummer dabei ist, dann rufen wir natürlich schon. Schon noch gefragt, hatten wir schon einen Hund. Wir hatten noch nie einen Hund, der so fand gouf. Ich fand, das sind nicht leider Katzen, die dann nur gestößt gehen. Dann. Ja, aber wie gesagt, das können wir aber gerne machen, für dann so ein Gerät zu kaufen. Kostet nicht viel Geld, und dann, ich meine, das ist auch mal flott, wenn du da weißt, wo dein Deier, wenn man den geschieht, das von der nämlich heimkalt. Gut, merci. Zweitfroh Heichwasser. Wir hatten nur in den letzten Wochen eigentlich rezent ja ganz viel Regen. Erst danach, als zwar von schlimmen Überschwemmungen, das kann ja Gott sei Dank verschwemmt bleiben. Wir hatten aber Bierger Schuld und Angst, was man hier seit dem letzten schlimmen Heichwasser von den schlimmeren Konsequenzen in Zukunft, das ist ja aber real. Wir hatten schon kurz nachdem, dass die neue Majorität hat, man schon ein Kehr gefroht über das Energiekonzept, wo dem uns gesagt ging, das voilà, braucht den Zeit. Das haben wir ja auch ganz gut verstanden. Wir sind dabei ein Jahr en place und da sind eben als Frohen, wo die Gemeinde zusammen mit allen Akteuren ein Bilan von den rezenten Stärkerien im Moment gemerkt, verschiert hier an der Gemeinde
ich gemeldet, wie weit sind da bestimmt dann Überschaffen vom Heichwasserkonzept an auch vom Erschaffen dann von stärkeren Evenementen gehen do die neuen Mesuren lo ein en Platz gesetzt an ein neues Element das ugekoppelt die Frau für runde Band hat schon bisschen darauf geantwortet mir heil nach am Kader von dem Heichwasserkonzept als ja auch ein neues Element vom Klimapakt 2.0 Dupassung und der Klimawandel an aber auch die verstärkten Biergerbedeligung an do wat froh dann wie schon viel Druck gesagt für wat Klimateam dann lo spezifisch auch hei so wie Bierge auch nicht mal angebunden gisi biselo. Also du hast davon geschwärzt, dass man ganz am Anfang verschiedene Sachen zum Heichwasser gesagt haben, wir noch schon seitdem ein paar Mal an der Gemeinderatssitzungen über Heichwasser geschwärzt, weil wie wir am Januar nämlich Heichwasser hatten, hat man auch hier am Gemeinderat als erster Punkt auf den Ordre du Jour quasi kleinen Debriefing geholt, wo man erklärt hat, was die Mesuren waren, die geholt wurden von der Stadt Erster noch von einer anderen Tropie gewesen hatten, dass man beim auch alle gute geschnitten haben, für das man nicht so viel Geröll auch hatten, was mitkommen ist. Aber wir haben eigentlich lo, dass am Anfang für zweit lotest Jahr, wo Wasser an mihege Masse kommen ist, wo auch verschiedene Kelleren überschwemmt waren. Die zweite Kehr, das war lo Freitags 4 Uhr Pengst Weekend. Und da war es effektiv so, dass auch als RUB noch nicht an den Ersatz kommen sind, wir eigentlich selber für die letzte Kehr, wo wir dann direkt, wie man die Leute alle guten zusammen hatten, auch ein Debriefing intern gemacht, für zu gucken, okay, was hat gut funktioniert, was hat manner gut funktioniert. Das war allo am Pengsten so, dass die Leute auch festgestellt haben, auch Eisleute, dass viel mehr klein echt oder auch größer Geröll mitkommen als durch die Bachen. Das ist etwas, wo man darüber geschwärzt haben, aber den sich ganz, ganz schwer kontrollieren kann. Wir werden regelmäßig beim runden Bachen auch botzen respektive auch schneiden. Wir kann ich nicht permanent machen. Wir sind noch dann nicht. Wir sind dann auch nicht, natürlich nicht sicher, wie nie dass die wieder Phänomene kommen, sodass, wenn du dann nicht gerade 4 Drohnen auch beim geschnitten hast, da kannst du eigentlich nie vorausgesehen, wie nie das beim am besten schneidet oder wie nie das am besten durch eine Initiative hältst. Verschiedene Sachen können wir dem nur ganz, ganz schwer regeln. Wir haben aber eigentlich festgehalten an der letzten Reunion, dass man verschiedene Kommunikationen zwischen CGDs, dem Viersteren Leute, die auch disponibel sind, an Leute aus der Voirie, die disponibel sind, dass man da verschiedene Sachen noch besser können mit denen aufstimmen und dass man da auch geguckt hat, wie man es da intern besser koordinieren, wenn es zu heiß oder zu stark reden könnt. Wir haben von der Privatstädte keine konkreten Indikationen gekriegt, was geschiert waren. Bach, die waren auf einem relativ hohen Niveau. Sie sind aber zum Beispiel Rabatt nicht über den bestimmten Niveau rausgegangen, wo es wirklich brenzlig war. Es war aber so, dass am Anfang dem Moment, wo das Wasser eigentlich stagniert hat, aber Heichwasser Darings Terrain kommen ist und dass man da auch wirklich überrascht gewesen, weil das war etwas, was innerhalb von ein paar Minuten den Vestiaire am Anfang überschwemmt hat und war doch eine Situation war, die auch nicht ungefährlich war für auch die Leute, die auf dem Terrain präsent waren. Da sind wir einfach überrascht gehen und das war eigentlich ein bisschen, nicht dass es so schlimm war wie am Juli 21, von Wasser bis von Uwen lebt, da müsste am Anfang gar nicht mehr. Und dann war es so, irgendwann wird Bach saturiert, auch Richtung Kaktus, und du hast Wasser am Anfang auf die Wies gelaufen, auf von der Wies hast Wasser an der Vestiaire gelaufen. Und da hatten wir in dem Moment auch keine Chance mehr, für das Wasser nicht an der Vestiaire von dem Daring zu kriegen. Aber das ist ein Schuld, den wird aktuell estimiert von uns Leuten auf 66.000 €. Das ist etwas, was leider rekurrent ist. Als Leute just die letzten 5 Jahre nur geguckt. 2020 hat man da Kosten von 122.700 €, 2021 Kosten von 700 an 100.000 €, die man da schon
eigentlich investiert tun für Donis mise en état zu machen. Wir haben eigentlich intern gesagt, dass man als die dort Situation und nachher überdenken müssen, was machen wir mit der Situation, dass lo aber zu oft auch dort zu schiert kommt, also dass sich einfach auch als Gemeng muss evaluieren, was setzen wir da en Etat oder wie können wir als Ule für aber die Urschiert zu evitieren. Wir haben da als Chefrot als Leid gefragt, für sich intern Gedanken zu machen. Dann werden noch dort nächste Woche oder übernächste Woche immer fixiert, dass wir uns austauschen am Chefrot mit den Hauptleuten. Parallel hat auch den Dering als gefragt, für eine Entrevue zu machen. Wir werden aber noch die interne Reunion da aufwerten, für zu gucken, was als Leute am Anfang suggerieren, für zu gucken, was wir auch mit dem Dering zusammen können festhalten, wie wir da vorgehen. Dann hat er am zweiten Punkt die Verschaffe vom Heichwasserkonzept ugeschwert. Wir haben nicht mehr spät wie an der letzten Gemengerotssitzung heute darüber geschwert, wo ich gesagt habe, dass wir sich zusammen mit der Wasserverwaltung ganz gut Diskussionen hatte seit dem Anfang vom Jahr. Das heißt, dass durchaus auch unter dem Heichwasserkonzept und den Evaluierungen geschafft gehen. Wir hatten da, wenn sie Kredit supplementär die letzte Jahr gestimmt, für ein Gesamtprojekt, den über drei Jahre lebt, von 435.000 €, wo eben gerade und als Heichwassermesuren soll geschafft gehen an die Kontrakte, die wir da aufschließen, die sind aktuell bei unseren 2 Büro d'études, die sind an der Relaktür, wo man gesagt kriegt, für das die unterschrieben gehen, weil wir kriegen guten Do von der Wasserverwaltung mündlich zugesagt, dass wir die Etüde quasi zu 100% erstattet kriegen. Wir fehlt an der Prozedur richtig zu machen, muss man für dich die Kontrakte und die Wasserverwaltung rausschicken, dann Promesse kriegen, dass wir die Subside auch akkordiert kriegen. Und dann werden wir am Anfang die Arbeiten, die an dem Kader 4 gesehen sind, auch aufhängen, wo eben auch eine Analyse par rapport zum Stärkeren dabei ist an eine Überschaffung von dem Heichwasserkonzept. An ein Teil von den Kontrakten ist auch Bürgerbeteiligung, sodass eigentlich am Kader von der Präparation oder von den Kontrakten, die wir da machen, auch vorgesehen ist, das Ganze auch den Bürger zu präsentieren und dann auch die Leute noch zu lauschen, sodass das ein Teil ist, den eigentlich von den Kontrakten da aufgedeckt ist und dass wir das nicht en lien gesehen haben direkt mit Klimapakt, aber wenn du so willst, beinhaltet dasselbe. Du weinst, dass ich nicht muss dem einen oder dem anderen attribuieren. Ich meine, das wird wichtig ist, dass das Bürger auch da beteiligt gehen an dem Ganzen. Es soll auch am Anfang draußen regiert für die Bürger entstehen und dafür ist das etwas, wo die Bürgerbeteiligung ein Teil von den Kontrakten ist. Wenn die Kontrakte bis von den 2 Seiten unterschrieben sind, ist das sowieso etwas, was man auch mal an den Gemengerot bringen, für approviert zu gehen. Und da sieht er durch die Details, wo die Bürgerbeteiligung wie gesagt auch dran ist. Bei der Bürgerbeteiligung da den das natürlich die Information der dann oder so schwingen die Leute, die jetzt allkeier so rum erleben und die wissen, wie die Situation ist, wo ihr auch vielleicht 4 Schläge Tisch auch am Vierfeld mit abonnen für zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen. Ne? Das war auch das, was ich wollte auch so mit Bürgerbeteiligung oder am Klimateam, voilà, wo dann auch über verschiedene Mesuren, Best Practice, voilà, kann auch Input bräuchten. Das war eigentlich mehr mit Bürgerbeteiligung gemeint. Mais merci auf jeden Fall für die Antworten par rapport zu den Schiert, von denen mir eigentlich informiert waren. Das war oben an der Lützeburger Straße. Die 2 Millen 109 hatten eigentlich relativ viel Schuld. Der Gärtner Uwen bei der D-Sprichsmillen aus den Haf angefallen. Das heißt, das wirklich Wasser hat das Uwen mal draufgehabt. Sie haben ja auch die Renaturierung gemacht, das just als Info von dem ganzen bis du lo siehst, das war wirklich überraschend, auch wir nehmen am Fußballsterrain mit das sind voilà. Ja, das ist natürlich ganz dramatisch, wenn ihr wisst, dass die Renaturierung eigentlich gemacht ist, für die Situationen zu evitieren. Und da wissen wir, also wir können eigentlich nicht, also wir erreichen als Grenzen an den Mesuren, die wir holen, weil
genau die Renaturierung von der Lauterbohrer Bach gemacht gehen für eigentlich zu evitieren, dass sie dort Sache geschehen. Also merken wir, dass bei Starkregen trotzdem die schlimmen Überschwemmungen kommen, sogar ob der dote Platz, weil das war mir gar nicht bewusst, ich hatte das effektiv nicht hören, dass doschiert wären. Mir du gesehen, dass man aber als Limiten erreichen, einfach sogar mit dem, was wir technisch können herstellen, für Schiert zu evitieren, wird man da nie können 100% sicher sein. Just vielleicht eher zu den Renaturierungen, die gemacht gehen, da das aus die Evaluierung so schon mal dazu los, dass es normal ist, dass da auch verschiedene Ufern fortbrechen, wann so Überschwemmungen kommen, für das eben verschiedene so deren dann können du an die Aufbruchkanten dann du nicht gehen oder so, das am Anfang gewollt, dass das so geschieht. Ja. Pardon, op der Letzebauer Stroß schwingen wir sind alle Guten immer gimmer viel op de Stau ugeschwert fir an Niestand ran an do war rezent eng Änderung vun der Verkeierungsregelung op voilà, vun der Busspur eigentlich wohl wissen, dass het natürlich ein Chantier vu Pont Chaussee ass. Wollt man ja nofroen, ob der Informationen hut, méi Informationen wie du das lascht voilà, ob Änderungen noch nach ugekönnecht sinn, wie das der so einkehr du geschwert, dass de Chantier wollen installieren Parking vom See, als dat nach immer also de Parkentreit kom so voilà, als dat nach immer aktuell fir du einkeier kurz Feedback zu gehen. Ja, also die durchgezogene Linie, die do an Platz gesetzt gin ass dat war Apps wat mir leider net mat gedeelt kruten als Gemeng das schut do se mal so enkeer mat Point Chaussee ze summen einfach se das ma fertig bringen, dass man do ënner den nee kommunikéiere, weil sinn awer viel Leiit die do frohgestalt hun an wo mir auch do kein Antworten drop hat der Techt de Chefrot hat keng de Gemengerot hat keng an dat das eng Situation die schut ass an Schmengen die man optimiere können an dem das man nicht schwätzen und probieren die Sachen ein bisschen aufzustimmen für das in der Never wees für dat dass es gemerkt so ob nur froh also so dass am Vierfeld von dem größere Chantier wo Busspur gemerkt wo Velospist gemerkt dass Lohneinkehr den Belag neu gemerkt die Belag ist ganz schlecht zwischen am Anfang dem Lauterbohrer Schloss an der Millen ungefähr die durchgezogene Linien die sind sich en vue von dem Chantier schon gemerkt gehen. Der Chantier die könnt aber recht an der Kalenderwoche 20 und schon nur geguckt wie nie das zwischen dem 8. an dem 14. Juli, sodass das relativ frei gemerkt gehen ist. Voilà, keine weitere Explikation mit das einfach auf jeden Fall der Grund für was die durchgezogene Linie ist und das soll dann a priori auch weiter genutzt gehen nur am Kader von den Arbeitsstunden die gemacht gehen par rapport zu der Velospiste und auch zu der Busspur, dass in dann dem Moment auch kann am Anfang einerseits ob die engen Spur dann zurückgreifen oder ob die anderen Spuren, das am Anfang immer eng Spur sind dann 3 Spuren, das nur sicher immer eng Spur wird wo kann geschafft gehen an 2 Spuren, wo der Verkehr da kann weiterlaufen. Das aber so, dass Darbechten für die Velospiste und Busspur, die sollten eigentlich um das Zeit Ugangs Juni ausgeschrieben gehen. Die Ausschreibung ist bis noch nicht gemacht. Wir hatten eine Reunion mit Point Chaussee, unter anderem für die Installation des Chantier und zu schwätzen, wo wir als Chefrot auch dabei waren, aber wo mir gefroht tun, dass die Installation des Chantier nicht wird im Moment gesucht gehen, dass der kompletten innersten Teil von dem Parking See anhält. Wir haben da einen Akkord gefunden, das schüsst ewigsten Teil vom See, da wo die Elektroborne sind, aber nicht auf der ganzen Streif, aber just an dem längsten Teil, dass da ein kleiner Teil Installation des Chantier von Point Chaussee da installiert wird. Und für den Rest weichen sie aus auf verschiedenen anderen Plätzen, die lernst
Stroß sind oder darauf, wo bei Lauterbohrer Mille geht, mit so dass man da ein Martinen aber Modus wie wenn die Foto für das mir nicht so viel Erschränkungen und wer Parkplätze bei ist See betrifft. Ja. Oder? Ja, danach eng froh zum Shoppingprojekt, das wenn man an der Sitzung der Absitzung, die wir hatten am März, du das informiert, dass ich am Juni de Point machen für allen für zu gucken, voilà, ob es dann de Lancement realistisch kein 2025 sind. Ich meine, Karl, wenn ich mich richtig erinnere, hast gesagt, dass eine Reihe Verkehrsflächen mit der Karre gefehlt hätten, dann geben wir am Juni evaluieren. Ich wollte meinen Fall einfach freuen, wo wir da drin sind oder wir da eine Erklärung kriegen, wie viel wann Proprietären zusätzlich so tun, und ob ich schon mit klar wieder rapportiert, ob es sicher lanciert gibt für 25. Ja. Wir hatten die Reunion do nach net also sech Zeit gewisse Summer an dat auch dat man de proprietäre gesot hun an mir hunn lo en Juni an och am Juli nach eng Reihe Reunionen wo dann desideiert get ob man de Projekt könne lancieren oder net datchte Mündolo nach ke neue Moment mir sind noch immer schaffe fir zu gucken wann het geht fir die Deadline vun next Jahr auch umzusetzen. Dann am Juli weist man dann vielleicht die Gemengerot vom Juli bis méi für eine Summe Vakanz oder das ist wahrscheinlich ein bisschen zu frei, okay. Weil mir auch mit den Proprietären noch viele nach Rücksprache wollen okay. und so weiter. Okay, nämlich wollte ich froh, wenn man das einfach für das wie mit. Ja. Und dann als Lehrfrau gewesen für generell Spielplätze in Lira, den ein kurz vor das war am selben Gemeinde dem unser März, wo man vorgestellt hatte für vielleicht Segeln oder so sich selbst versteht geliefert ein Spielplätzen zu machen, Spielplätzen also Sandkirchen auf Spielplätzen. Du einfach froh, ob das weiter durchgehen, also ob du vielleicht voilà, ob du schon neu Stand geht, wenn wir dann zum Moment kommen, hoffentlich irgendwann. Und dann am selben Kontext auch froh, was ein Bâtiment Lira geht, da haben sich Eltern kontaktiert, die gesagt haben, dass den oft muss schellen für dann den Tier abgemacht kriegt. Das kann natürlich auch eins wie lange dauern, dem nur den abmischt für den drin hast. Und du hast froh, wenn eventuell kein Vierdenken für ein Parvi oder etwas zu machen, die da werden vor Regen oder vor Sonnen geschützt sind. Ja, also weißt du, wo du für Druck stehst, wenn du dafür unter dir stehst, eben zu werden, weil teilweise, genau, ja, voilà, du den Deal, eben einfach, weil du oft du wärst, so pro Minute, weil eben muss die abmachen und dann nicht unbedingt, das sowieso, das ist noch ein paar mehr, ja. Voilà. Ja. Nee, mir hat ja effektiv gesagt, dass die Idee durchaus gut ist, aber wir haben natürlich für 24 nicht unbedingt ein Budget für festgehalten. Zum Beispiel Budget nach 4 gesehen für eine Planung an nach der Gärze machen von einem Spielplatz. Du kannst in das auch mal undenken, aber ob du das nötig ist, weil du immer ein bisschen am Hang, das ist leider durch mehr schiert, wir haben effektiv nach keine weiter Planungen gemacht, eine Person an der Gemeinde, die sich auch unter anderem im Spielplatz kümmert, war eine längere Zeit krank, sodass man das noch nicht weiter vertieft tun. Mit die Idee bleibt durchaus gut. Bei der Lehrer ja also dat Weise konzipiert dat würde effektiv bei der Lehrer wo am Anfang d'Eltern lo werden par rapport zu de Kanner die an der Spielschule sinn was für eng Situation die provisorisch ist mit der man umgehen müssen, ich gesehen do persönlich schwierig hier so ein Überdach irgendwie zu bauen. Mir 400 Kreis du steht kein, weil Leute gehen ran hier kann er sich das heißt komme kein Kanner raus. Ja okay, mir wenn's du schallst, da braucht 10 Sekunden bis du das abgemerkt kriegst und da gehst du ran, der kann sich schon wieder das doch machen. Also da steht kein 400 dir. Ja, absolut. Also wir mussten ja schon do ich will nicht so dass das keine gute Idee ist wir mussten heinz du aber ein bisschen Kachte Nutzefaktor envisagieren ich meine nicht dass lo heute ein Überdach gemacht wird
Okay, Voilà. gut. Haben wir ja do. Okay, dann wären wir am Ende von der öffentlichen Sitzung, dann so wir all denen, die hier waren, nutzen, merci. Und dann gehen wir mal bei der Wiklo.